Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und ich, Dubschädel, hab beim Ende von der letzten Episode vergessen zu speichern. Das werde ich nämlich sofort jetzt nachholen. Ich hab eben nochmal in 5 bis 8 Minuten oder so, habe ich nochmal den Kampf gegen Weapon wiederholen müssen. Aber es hat sich echt nichts geändert. Ich habe die Limit-Attacke vom Cid angewendet. Ich habe Morgendämmerung gestohlen. Und ja, ihr habt gar nichts verpasst. Nur, dass ich jetzt eventuell eine andere Position habe. Jo! Und es gibt noch so ein paar Sachen, die ich jetzt machen kann. Also ich kann sogar noch in der Hauptstory weitermachen, ohne dass es endgültig wird. Aber. Und zwar mag ich jetzt auf die Jagd nach Ultima Weapon gehen. Ultima Weapon hat mir ja vorher schon in Midel mal ein bisschen damit zu tun. Aber ich mag jetzt auf die Jagd nach Ultima Weapon gehen, was sich eben hier befindet. Um gegen Ultima Weapon zu kämpfen, gibt es eine schöne Strategie. Und zwar erscheint Ultima Weapon immer über irgendeinem Ort schwebend und schickt sich irgendwelche Vernichtungsstrahlen auszusenden. Das heißt, erstmal wird hier gespeichert, wenn Ultima Weapon so rumschwebt, muss man es mit dem Luftschiff attackieren und dann kommt man in den Kampf aufs Luftschiff. Das heißt, viel Zauber parat haben. Weil, beziehungsweise, es gibt ja nur einen Junge hier bei mir in der Gruppe, der Fernkampfattacke ausführen kann. Und das Ganze findet halt auf dem Luftschiff schweben statt. Ich glaube, dass man durch Fernkampfwaffe braucht, weil Ultima Weapon, glaube ich, nicht auf dem Deck sein wird. Ja, das heißt, viel Zauber müsste ausrüsten. Und wenn das besiegt ist in einem Endekampf, weil Ultima Weapon ständig flieht und diese blöde Angewohnheit hat, müsst ihr ihm nachsteigen, aber ihn nicht mit dem Luftschiff rammen, während es noch fliegt. Erst wieder, wenn es stehen bleibt. So, hier am See ist er. Ich probiere einfach mal mein Glück. Ich weiß nicht mehr, wie stark das ist, aber ich probiere einfach mal mein Glück. Komm her, du Mistvieh. Dich mache ich fertig. Ja, es schwebt vor uns. Genau, deswegen Zauberparat haben wir. Ultima-Strahl. Barret, du kannst angreifen. Cid, du machst jetzt erstmal Zauberbarriere zu weit weg. Ja, das war der Cid, der kann keinen Konter ausführen. Ja, das macht schon mal ordentlich Schaden. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Komm, dich mache ich fertig, du Mistvieh. Zauberbarriere. Und der nächste ist Cloud mit einer Heilung mal auf uns alle. Barret, ich mag, dass du Beben avenged. Und Cid, ich mag, dass du eine normale Barriere auf uns avenged. Es ist sehr gut, dass ich das mit... Oh, schade. Jetzt rennt er schon wieder weg, der Feigling. Ah ja, okay. Knetkopf. Der bleibt auch mal ein bisschen länger. Und dann kann ich ihm sei tolles Zeug klauen. Die Frage ist jetzt wahrscheinlich von euch, warum müssen wir jetzt Ultima Weapon jagen? Das hat N. Der darf mich nicht rammen, sonst stößt er mich zurück. Ich muss aber Ultima Weapon nach wie vor verfolgen, damit ich weiß, wo es als nächstes auftaucht. Aber ich darf es nicht währenddessen mit dem Luftschiff konfrontieren, sonst stößt er mich ab. Ja, warum jagen wir überhaupt Ultima Weapon? Und zwar hat das Vieh die... Verdammte Maulwasserkraft. Oh, Mann. Ja, das Vieh hat Clouds ultimative Waffe. Und deswegen bin ich natürlich arg hinter dran, wie der Teufel hinter der armen Seele. Und das ist mir persönlich sehr wichtig. So. Ich mag ja auch dann später Barrets ultimative Waffe finden. Die finden wir dann, wenn wir noch Midgard zurückkehren. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir kehren nochmal nach Midgard zurück. Aber wie in viele wie in viele Spiele ist es hier mal nicht so, dass es dort, wo es anfängt, auch endet. Das ist nur wieder ein kleiner Abstecher zurück. Heieiei, der fliegt aber halt auch ordentlich aus. So, ich muss dich doch im Blick behalten, Weapon. So, über Midgard willst du doch nicht. Das willst du doch gar nicht. Ja, das ist jetzt eine etwas längere Verfolgungsjagd, bis der mal wieder stehen bleibt.
Aber im Endeffekt, ihr seht ja mittlerweile, Kummer damit klein, mit Del war das schon sehr schwierig. Mittlerweile wissen wir aber, auf was wir uns hier einzulassen haben. Und was das Vieh drauf hat. Und wenn man sich entsprechend schützt, ist es auch gar nicht mehr so stark. So, wo bist du jetzt? Warte mal, stehe. Jetzt fliegt es dann auch über den Ozean. Ich muss halt hier nicht dran bleiben. So. Eieiei, das ist aber sehr, sehr ziellos, muss ich sagen. Wenn ich mir das im richtigen Leben so vorstelle, dem Vieh hinterher zu jagen. Und das schwebt planlos überall durch die Gegend, bevor es einfach mal die nächste Ortschaft in Angriff nimmt. So. Na komm schon, Weapon. Entscheide ich. Vorher wollte sie eigentlich auch nur beim See von Junon irgendwas machen. Ist der Teufel, was es da machen wollte. Vielleicht wollte es einfach nur duschen und ich hab's gestört dabei. Man weiß es als nie. Gerade bei den Weapon ist das sehr cool irgendwie. Ich finde... Du noch einmal. Gib wieder, du nach Keidelwasser Kraft. Verdammt, ich glaubst du, ich geb's ja einfach auf. Jetzt habe ich das auch mal vorlesen können. Ja, gerade die Weapon finde ich sehr cool. Auf der anderen Seite auch sehr bizarr. Ich meine, das sollen Wesen sein, die vom Planet erschaffen worden sind, um sich zu schützen. Und also nach dem Hintergrund müsste man ja eigentlich meinen, es wären die absolut natürlichste Wesen, die es gibt, wenn es der Planet erschafft. Aber zugleich hat man ja an Diamant-Weapon auch gesehen, dass die Weapon auch irgendwie ein bisschen wie Maschine aussehen, indem es dann irgendwas Ausfahrbares hat, wo dann eine Art Maschinengewehr rauskommt, Energiemaschinengewehr. Und die haben auch so Kristalle in der Brust und so weiter und so fort. Die wirken irgendwie auch ein bisschen wie Maschine, die Weapon. Das finde ich halt schon etwas erstaunlich. Ich fruch mich! Mann, hör auf mich doch zu rammen, du Mistvieh. Ja, ich frage mich in der Hinsicht, ob das damit zu tun hat, dass die Menschen halt schon in der Lage sind, Magie und Technik zu schaffen. Und ob der Planet deswegen vielleicht die Weapon bewusst auch so erschaffen hat, dass die halt, bisschen was wie das aussehen, was die Menschen zur Verteidigung oder für den Krieg verwenden. Weil wenn ich mal Planetenmonster vorstelle, dann würde ich mir eigentlich irgendwelche überdimensionale Tiere vorstellen. Beispielsweise ein riesiger Wolf, ein riesiger Adler. Und dann... Yes, jetzt stoße ich aber die ganze Zeit dagegen. Ein Drache oder irgendwas in der Art, aber nicht so Halbmaschine, Halbkreatur, wie auch immer. Boah, das ist aber gerade echt ätzend mit dir. So, ich freue mich aber... na endlich! Der feine Herr hat sich einmal entschieden. So, dann können wir jetzt nämlich nochmal speichern. Und zack. Und zack. Jo, Midel-Region. Jetzt sag nochmal. Dir gebe ich. Huch, ihr seht, dass er so einen Grützeball formt in der Hand. Warum auch immer. Ich meine, Midel ist schon kaputt, aber... damit lassen wir es nicht durchkommen. Hör auf, Ruine und Lebensstrom zu zerstören, du Mistvieh. Was machen wir dann hier? Dann machen wir nochmal Komet. Und Barret, ich mag trotzdem, dass du von dem Vieh nochmal was spielst. Weil normale Stehlen, Befehlsmaterie, die kommt hier nicht an. Aber ich kann durch das Beben mit Aufstehlen hier was machen. Ja, Komet 2 ist schon ziemlich geile Zaubermaterie, muss man echt sagen. Beben 3. Gut, du machst schon mal Zauberbarriere. Okay. Müssten wir uns mal heilen, ja. Das ist halt die stärkste Attacke, die das Vieh parat hat. Nee, dafür verschwende ich jetzt nichts. Ich analysiere Weapon einfach mal. Und machen hier normale Barriere auf uns. So. Und Cloud, du zauberst. Konnte nicht analysieren. Okay, wow. Du greifst mir nicht mal der Analyse-Zauber. Sieht man immer sowas. Es ist schade, dass der einzigste Zauber von Barret Beben ist. Muss ich ganz ehrlich abstehen. Okay, er hat sich wieder aus dem Kampf verdrückt.
Die letzte Runde mit Weapon erwartet uns vorm Cosmo Canyon übrigens. Ab dann ist das Vieh absolut kampfbereit. So, wo ist er dann jetzt hier? So. Wo bist du dann jetzt? Okay, jetzt muss ich selber verfolgen, beziehungsweise jetzt kann ich es nämlich selber verfolgen. So rum. Jetzt muss ich selber suchen. So. Gucken wir doch mal, ob es schon beim Cosmo Canyon ist. Das war auf dem westlichen Kontinent, Cosmo Canyon. Über dem Gold Saucer müsste es vielleicht auch mal schweben, glaube ich. Oder über, nicht Midel Corel. Ne, über Corel ist es auch nicht. Bei Nibelheim ist es nicht. Bei Rocket Town schwebt es auch nicht. Und, nee. Na, wo war dann nochmal Cosmo Canyon? War Cosmo Canyon wirklich noch auf dem alten Kontinent drüber? Nee. Cosmo Canyon war nicht auf dem alten Kontinent, das war da drüber irgendwo. Oder? Ja. Aber da ist Weapon 8 gerade nicht. Weil wenn es dort ist, macht Weapon hier den Zugang frei, dann können wir nämlich dort hier gehen. Das ist der alte Wald. Und um den geht's uns ach. So, jetzt würde ich aber auch noch mal sagen, dass wir so ganz geschwind noch einmal Zelt verwenden. Weil Weapon schluckt ja dann ach doch an der MP-Koster. Und das ist einfach die billigste und schnellste Variante. So, jetzt gucke ich mich doch noch mal um, ob ich es nicht irgendwo noch mal selber finde. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, ohne Witz. Wenn jetzt 2017, das ist... Oh, nee, da wollen wir noch nicht hier. Da geht es nämlich in der Hauptstory weiter. Es ist bestimmt gut und gern... Boah, wie lange wird denn das her sein? Als ich zuletzt gespielt habe, war bestimmt so... 2006, 2007. Ja, es dürften gut 10 Jahre vergangen sein, denke ich, seit ich das zuletzt gespielt habe. Von daher, es sind einfach noch ein paar Sachen im Kopf, durchaus. Aber es kann halt auch nicht alles im Hirnschädel drin bleiben. Und deswegen muss ich selber als auch nochmal nachgucken. Gerade bei sowas habe ich jetzt auch nochmal wirklich im Internet nachgucken müssen, ab wann fängt es dann nochmal an, dass man wirklich überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, auf der Story beziehungsweise optionale Sachen zu machen. Da musste ich wirklich nochmal gucken. Und wie weit ich noch gehen kann. Und ich habe jetzt auch nochmal durchgelesen, wie es aussieht mit der goldenen Schokobootzucht. Und jetzt mal ohne Scheiß, ihr liebe Leute. Das ist dermaßen ätzend, das werde ich auch nicht machen. Klar, ich will die Ritter der Runde haben. Und ich will, dass ihr das seht. Aber. Es gibt... Wo wollte ich denn jetzt hier? Es gibt die 2 Weapon, Ruby und Emerald Weapon. Und die haben eine Erdhafer bzw. Wüstenrose bei sich. Und die Objekte, diese haben, die kann man auch abgeben, die Dinger. Und kann dort mit einem goldenen Schokobo kriegen und Sachen, die ihm die große Materia geben hätten. Ebenfalls mal eine große Materia verdummbeitelt hat, wie ich das gemacht habe. Das heißt, ich werde auf die Jagd gehe bei The Weapon und Ruby und Emerald Weapon fertig mache. Dafür muss ich natürlich stark leveln und werde so mein goldenes Schokobo erhalten wolle. Jo! Und wenn ich den dann gekriegt habe, dann hole ich mir natürlich auch Ritter der Runde ab, die mächtigste Beschwörungsmaterie hier im Spiel. Ich brauche mich jetzt aber echt, wo das verflixte Weapon ist. Wir hätten es ja echt nicht sehr kennen, nachdem wir los sind. Nachdem wir los sind von Midel, war Weapon schon nämlich hier. Das heißt, es muss irgendwo auf der Karte jetzt auch wieder sein, weil ich weiß beim besten Willen nicht wo. Ich suche jetzt gerade noch ein bisschen ab. Und mag wissen, wo es steckt. Ich meine, beim ersten Mal hat es ja auch ewig gedauert, bis es sich wieder von Ort entschieden hat. Beim Cosmo Canyon steckt es jetzt auch nicht. Bei Nibelheim ist es auch nicht. Rocket Town ist es auch nicht. Ah, Wutai. Warum? Ich habe vergessen. Wutai immer guter Ort für optionale Dinge. Nee,
Heute ausnahmsweise nicht. Normalerweise eignet sich Wutai immer mal wieder, um zurückzukehren für lustige optionale Sachen, wie ihr gesehen habt. Und ja, hier ist nix. Hier befindet sich Weapon 8 nicht. Nee. Wo steckst denn du Mistkerl? Du Planetenbedroher. Wo muss er doch sein? Ha, das ist jetzt schwierig. Denn ich habe gerade keine Ahnung, wie es da weitergeht. Beim Gold Saucer kommt später nur Ruby Weapon. Eieieiei. Ich weiß nicht, wo Stecke kennt. Ich hab's auch nirgendwo auf der Weltkarte getroffen. Ha. Das wird schwierig jetzt. Vielleicht irgendwo im Norden, beim Schneedorf oder so? Nee. Beim Bone Village vielleicht. Ach ja, das ist übrigens, hier geht's zum Schokobo-Weiser. Der hilft ihm normalerweise bei der Zucht vom goldenen Schokobo. Okay, jetzt nochmal hier gucken. Dicke Luft über Midgar. Kalm ist auch nichts zu sehen. Ich weiß ja nicht, ob ich nochmal irgendwas triggern muss. Um ehrlich zu sein. Fort Condor ist auch nicht... Oh, du ist er! Hab ich dich, du Scheißkerl! Haha! So treffen wir uns wieder, Mr. Bond. Aber ich habe insofern überhaupt nichts verpasst, weil Weapon immer noch durch die Gegend schwirrt. Na gut, dann bleibe ich halt wieder hinten dran. Das ist sehr, sehr langatmig, muss ich echt gestehen. Aber ich hoffe, dass es sich dann Richtung Cosmo Canyon bequemt, weil Weapon zu verfolgen ist ja echt extremst ätzend. Und langatmig. Da hat man sehr viel Zeit, dummes Zeug zu babbeln. Ja. Jetzt hoffe ich doch mal, dass es der richtige Weg einschlägt. Wobei das jetzt auf der Karte gerade nicht so aussieht. Aber ich bleib hier nicht dran. So, wo willst du hier, Weapon? Was du wolle, Waffe. Du Planetenwaffe. Aber ich finde die Lösung an sich schon sehr geil, beziehungsweise die Idee sehr geil. Dass der Planet selber Kreaturen erschafft, um sich bei einer großen Bedrohung selber zu schützen. Wobei ich von Weapon eigentlich eher erwartet hätte, dass die sich tatsächlich gegen Sephiroth stellen. Weil Sephiroth ist ja eigentlich die allergrößte Bedrohung für den Planet. Und dass Weapon nichts unternommen hat, um die Barriere am Nordkrater zu zerschmettern mit vereinter Macht. Das hat mich etwas gewundert. Upsala. Ja. Das hat mich sehr gewundert, dass Weapon nicht wirklich gegen denjenigen vorgehen will. Gegen denjenigen vorgehen will, der eben den Planet schaden will. Oder den Planet zerstören will. Und dass Weapon uns eventuell auch nicht hilft. Das hat mich auch recht gewundert. Schon irgendwie schade drum. Ich finde, aus Weapon hätte man auch noch ein bisschen mehr machen können. Gerade weil die Idee sehr großartig ist, wie ich finde. Yes, das erleid. Dann bleib doch einmal stehen, dass ich dich bekämpfen kann, du blödes Vieh. Das fliegt hier Tag und Nacht durch die Gegend. Mann. Hopp, du willst da Richtung Cosmo Canyon, damit ich endlich zum Endkampf komme mit dir. Aber wenigstens sind wir ausgeruht und gezeltet. Das muss ich auch mal dazu sagen. Das ist schon mal ein riesen Vorteil. Führ mich zum Schotter. Mann. Aber es ist es definitiv wert, der ganze Quatsch hier mit Weapon. Die Waffe, die Cloud dann haben wird, die ist es auf jeden Fall wert. Und ich glaube, der letzte Kampf, das ist danach ein Bodekampf. Oh, ich gucke schon voller Sorge zu meinem Kater. Der ist gerade dabei gewesen, sich zu putzen und putzt sich auch immer noch. Und wenn der sich putzt, neigt er mittlerweile dazu, sich zu verschlucken. Und dann macht der ganz erbärmliche Laute, so Geräusche. Und dann muss ich ihn dann auf den Schoß nehmen und muss ihn streicheln, bis er sich wieder beruhigt hat. Muss mit ihm an die frische Luft gehen, damit er wieder durchatmen kann.
das ist... Ah, jetzt habe ich wieder zum Kater geguckt und deswegen Weapon nicht im Arch behalte. Und ja, das ist dann auch immer so Sach. Das kostet dann auch immer ein bisschen Zeit dann hier. Und ich mag ja auch nicht, dass er irgendwie sich verschluckt oder sonst was in den falschen Hals kriegt. Und ich bin dann halt auch immer dabei bei ihm, dass nichts passiert und dass ich ihn zur Not auch in den Mund greifen kann. Und dass ich ihn zur Not halt auch die Hoa rausziehen kann, an der er sich verschluckt hat. Okay, da ist die nächste Gegend. Das ist Sache, ihr liebe Leid. Wir machen es doch einfach mal so, dass wir an der Stelle speichern. Und morgen setzen wir die Jagd auf Ultima Weapon fort. Also machen's gut, ihr liebe Leid, und bis morgen. Iron Yankee.